Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin euer Lieblings-Zivildienstler oder wie Marvin sagen würde, hallo. Da bin ich wieder. So dumm. Erstens, vielen Dank für das sehr, sehr krasse Feedback zum letzten Video über den Zivildienst, Digga. Es hat so viele Kommentare gegeben, glaube ich 80.000 Aufrufe. Eine Schweizer Zeitung hat darüber berichtet und ich habe so extrem viele Nachrichten von selbstständigen Schweizern bekommen, die auch den Zivildienst machen müssen und auch diese Struggles haben. Das hat mich sehr gefreut. Ich will im heutigen Video ein bisschen auf die Kommentare unter diesem Video eingehen. Sehr viele Leute haben Sachen kommentiert, gewisse Sachen waren unklar. Dann habe ich eine Mail bekommen vom Zivildienst. Die habe ich heute bekommen und zwar: Guten Tag, Frau. Danke für die Anfrage, die ich von Frau erhalten habe. Ich konnte Sie telefonisch nicht erreichen. Könnten Sie mich zurückrufen, sobald Sie frei sind. Besten Dank und freundliche Grüße. Leiter Kommunikation, Mitglied des höheren Kaders, Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF. Dieses Mail habe ich heute erhalten. Ich habe dann auch mit telefoniert. Wie das ganze Telefonat ausgegangen ist, rede ich am Ende des Videos drüber. Jetzt gehen wir mal zuerst auf die Kommentare ein. Falls ihr nicht mitbekommen habt, um was es in dem ganzen Thema um den Zivildienst in der Schweiz geht, klickt hier oder hier zum letzten Video, guckt euch das ganze Video an, kommt dann zurück zu diesem Video, weil sonst kommt ihr einfach nicht mit bei diesem Thema. So, Marc hat kommentiert: Ich verstehe, dass das für dich richtig beschissen ist. Allerdings finde ich es auch echt weird zu sagen, weil ich selbstständig bin, muss ich das nicht machen, alle anderen aber schon. Auch wenn man nicht selbstständig ist, sind viele Leute vor allem in deinem Alter auch mit Dingen beschäftigt, die ihnen wichtiger sind. Und es ist auch nicht jeder in der Lage, sich freizukaufen. Wenn jeder, der mehr Geld hat, sich freikaufen kann, kannst du den Zivildienst auch abschaffen, meiner Meinung nach. Versteh mich nicht falsch, es ist super schwierig, das zu integrieren, vor allem da du einen Job ausübst, der in so manchen Zeiten vermutlich weit über die Arbeitszeiten eines durchschnittlichen Angestellten hinausgeht. Aber auf der anderen Seite gibt es genug Leute, für die es ebenfalls ein unpraktischer Zeitpunkt sein kann. Ich hoffe aber, du überstehst es gut, deine Videos sind ein Segen für YouTube, mach weiter so. Vielen Dank, Marc, für deinen Kommentar. Kann ich alles grundsätzlich so verstehen, bin mit ein, zwei Punkten nicht ganz zufrieden. Zum Beispiel das mit dem Freikaufen. Klar, es ist Freikaufen und ich bin auch voll deiner Meinung, dass wenn sich jemand das freikaufen kann, dann kommen auch andere Leute und sagen, ich will das auch machen, ich will das auch machen. Das ist auch scheiße, dann sind es nicht nur die Selbstständigen, dann sagen auch die Arbeitnehmenden, die Zivildienst machen müssen, aber ich bin angestellt, meine Mutter ist krank, bla bla bla, ich kann es nicht machen, ich will mich freikaufen. Aber ich sehe allerdings doch noch einen kleinen Unterschied, wenn man selbstständig ist und das Business komplett von einem abhängig ist, dass man dann sagen könnte, yo Digga, in diesem Jahr habe ich keine Zeit, ich mache es im nächsten Jahr wieder, aber dieses Jahr keine Zeit, ich bezahle einfach, ich mache keinen Zivildienst. Real Tor hat kommentiert: Wäre ja 500 IQ, wenn man einfach 2 Monate mit halber Zeit arbeiten könnte und man hätte immer noch Zeit für die eigene Selbstständigkeit. Ja, das ist 500 IQ und das ist auch ein Modell, das man, glaube ich, beim Zivildienst machen kann, dass man eigentlich sagt, ich will 1 Monat machen, habe aber nicht den ganzen Tag Zeit, deshalb splitte ich es auf 2 Monate, arbeite immer nur am Morgen und habe den Nachmittag frei für die Selbstständigkeit. Das kann man machen, so viel ich weiß, aber das Problem bei mir oder vielleicht auch bei anderen Selbstständigen ist, das ist trotzdem dumm, weil ich eigentlich sehr viel unterwegs bin. Also ich bin von einem Monat, würde ich sagen, mindestens 1,5 bis 2 Wochen weg, das heißt die Hälfte vom Monat und das gehört zu meinem Beruf. Ich kann nicht vloggen in der Schweiz, ich muss nach Deutschland fahren, um zu vloggen und gerade Vlogs auf dem Hype-Kanal sind bei mir die Main-Einnahmequelle, deshalb würde das bei mir nicht funktionieren, aber grundsätzlich ja, verstehe den Ansatz, kann man so machen, wenn es für gewisse Selbstständige so funktioniert, go for it. .TechieTV schreibt: Wenn du deinen langen Einsatz bereits geleistet hast, musst du doch nicht zwingend jedes Jahr 30 Tage Dienst leisten. Du kannst es einfach maximal bis 28, 29 verschieben und danach alle Tage durchziehen. Ja, theoretisch gesehen kann man den Dienst rausschieben, aber das Problem ist, wenn ich jetzt sage, im nächsten Jahr bin ich mit der Selbstständigkeit so gefickt, ich kann keinen Zivildienst machen, dann kann ich sagen, ja, ich mache es nicht, aber dann muss ich im Jahr drauf 2 Monate machen. Also man kann wie vorarbeiten, man kann auch sagen, Digga, ich mache in diesem Jahr 3 Monate, das heißt, ich muss die nächsten 2 Jahre dann keinen Zivildienst machen, aber umgekehrt, wenn ich sage, ich mache es jetzt nicht, dann muss man im nächsten Jahr den doppelten Einsatz leisten. Das heißt, man kann es rausschieben, ja, das funktioniert, aber man kann nicht den ganzen Block nehmen und sagen, ich schiebe das jetzt einfach 2, 3 Jahre raus, sondern das staut sich dann alles an. Das heißt, man muss dann im übernächsten Jahr 2 Monate machen und das ist sehr dumm, weil angenommen, wenn man selbstständig ist und im nächsten Jahr noch viel mehr zu tun hat oder gleich viel, dann sind 2 Monate noch viel schlimmer. Titanfinger kommentiert: Ja klar, aber Adi, du kannst deinen Zivildiensteinsatz auf der Online-Plattform vom Bund ja selbstständig planen und somit den Zeitpunkt bestimmen. Somit sollte es möglich sein, deinen Zivildiensteinsatz und deine YouTube-Projekte herum zu planen.
schwierig. Ich weiß, was du meinst. Das ist auch genau das, was der Zivildienst sagt. Er sagt, yo, für jeden ist es möglich, den Zivildienst zu machen, weil jeder kann das selber planen. Also man kann selber auswählen, yo, ich will das im Oktober machen, weil im Oktober habe ich gut Zeit. Grundsätzlich beachte ich das auch, aber ihr müsst wissen, gerade bei diesem Job, den ich mache, sind sehr, sehr viele Sachen kurzfristig. Also sehr viele Kooperationen. Es kommen wirklich Kooperationspartner, die sagen 2 Wochen vorher, ey, yo, Digga, wir haben in 3 Wochen ein Event, dort und dort, komm, oder du hast keine Kooperation und kein Geld. Und das ist ziemlich dumm, wenn man selbstständig ist. Jetzt wird's politisch. Florian Moritz hat kommentiert, hey Adi, ein ernst gemeinter Vorschlag. Starte doch eine Volksinitiative. Deine Gedanken zum Thema sind gut und mit deiner Reichweite wären die 100.000 Stimmen in 18 Monaten ein Knacks. Go for it. Für die Deutschen oder Österreicher, die das nicht wissen, in der Schweiz kann man zu jedem Gesetzesartikel eine Initiative machen. Da muss man innerhalb von 18 Monaten 100.000 Stimmen sammeln. Wenn diese Stimmen erreicht werden, stimmt das ganze Volk über diesen einen Gesetzesartikel ab. Und somit könnte ich theoretisch sagen, yo Digga, ey, wir brauchen einen Artikel, der besagt, wenn man selbstständig ist und keine Zeit hat, dann kann man sich für dieses Jahr aus dem Zivildienst rauskaufen. Ja, könnte ich machen, aber habe ich keine Zeit für, kenne ich mich zu wenig aus. Das müsste irgendjemand machen, der sich actually mit Politik befasst und sich mit Politik auskennt, weil ich bin es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube actually, wenn man eine Initiative zu diesem Thema machen würde, dann würde das nicht durchkommen, weil es in der Schweiz doch noch einen sehr, sehr großen Anteil gibt von Leuten, für die die Wehrpflicht extrem wichtig ist und die werden safe sagen, nee Digga, jeder muss das machen, egal ob man selbstständig ist oder angestellt. Noel hat kommentiert, sind wir mal ehrlich, holy shit, das wird ernst. Die Arbeit, die du in deinem Zivildienst verrichtest, hat einen um Wellen höheren gesellschaftlichen Mehrwert als das, was du normalerweise tust. Und damit sind meine Videos gemeint. Und bei diesem Kommentar muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ja, das ist so. Obviously hat ein Zivildienstberuf mehr Mehrwert für die Gesellschaft, weil der Zivildienst ist ja genau dafür da, dass man etwas für die Zivilisation tut. Auf den ersten Blick würde man dann natürlich sagen, ja, safe hat es einen größeren Mehrwert, aber ich glaube, man darf die Arbeit von einem Künstler oder YouTuber auch nicht unterschätzen, weil wenn du eine Nachricht bekommst auf Instagram von irgendeinem jungen Dude, der schreibt, yo Digga, ich hatte die letzten 5 Jahre Krebs und habe deine Videos geguckt und damit ist es mir besser gegangen. Ich glaube, dann hat es schon auch einen krassen Effekt auf gewisse Leute. Klar, vielleicht jetzt nicht so groß wie eine Bibliothek. Dank einer Bibliothek geht es der Gesellschaft sehr, sehr gut. Es ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, was für eine Auswirkung YouTube-Videos und TikToks haben können. Vergisst man manchmal. Ich meine, man muss mal überlegen, was macht ihr den ganzen Tag? Ihr hört wahrscheinlich Musik, ihr guckt euch irgendwelche Videos an, ihr guckt euch Filme an, ihr guckt euch vielleicht eine Serie an und das ist ja am Ende des Tages alles Kunst, die nur zum Unterhalten da ist und auf den ersten Blick kann man sagen, ja, das juckt niemanden, aber ich glaube schon, dass Kunst in der Gesellschaft eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielt. Denn ohne Kunst würden alle heulen. Eine sehr gute Frage von Kumpel Creep. Warum hat er keine Videos vorproduziert? Dieser Kommentar ist actually sehr, sehr oft gekommen in unserem Video. Digga, du bist 1 Monat weg. Wieso produzierst du nicht einfach vor? Wenn das so einfach wäre mit dem Vorproduzieren, dann würde ich das auch machen. Aber das liegt zeitlich einfach gar nicht drin. Für ein YouTube-Video brauchst du eine Idee. Du musst es drehen. Du musst es 2 Tage lang schneiden. Und das vorzuproduzieren für einen ganzen Monat mit 2 Kanälen, mit Hauptkanal, mit TikTok, ist sehr, sehr schwierig bis nahezu unmöglich. Das geht vielleicht, wenn du ein großes Team hast. Aber ich habe Timo, der cuttet meine Videos auf dem Zweitkanal, aber alles andere mache ich selber und das geht einfach nicht, also es liegt zeitlich nicht drin. Das waren die Kommentare vom YouTube-Video. Vielen Dank fürs Kommentieren, sehr, sehr geil. Ich habe noch eine Nachricht von Instagram bekommen, die ich euch gerne vorlesen würde, die ist sehr, sehr spannend. Und zwar ist die von Ben. Ist auf Schweizerdeutsch, ich hoffe, ihr versteht was. Ciao Adi, habe gerade dieses Zivildienst-Video gesehen. Bin in der genau gleichen Situation gesehen, habe mich als Musiker selbstständig gemacht und habe das dann auch an der Aushebung gesagt. Aushebung sind diese 2 Tage, wo man fürs Militär ausgehoben oder ausgemustert wird. Hat er gerade ein bisschen auf Drama gemacht und gesagt, dass wenn ich ins Militär muss, Existenzangst bekomme. Ich bin mit dem tatsächlich durchgekommen. Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, im Nachhinein mit denen zu reden, würde ich es auch auf das schieben. Zivilschutz sind 3 Tage pro Jahr. Ich hoffe, du findest eine Lösung. Ich wollte euch das vorlesen, weil ich genau solche Nachrichten auf Instagram richtig oft bekommen habe. Zum Beispiel auch von Bauern, weil Bauern müssen ja auch Zivildienst machen. Und imagine, du bist irgendwie 20, übernimmst den Bauernhof von deinen Eltern und dann kommt das Zivildienstamt und sagt, yo Digga, du musst jetzt einen Monat weg von deinem Bauernhof. All deine Kühe sterben und dein Weizen wird nicht roh. War auf jeden Fall sehr, sehr krass, wie viele Leute mir geschrieben haben. Vielen Dank. Und jetzt noch zum Schluss vom Video, um das Ganze abzuschließen, noch das Telefonat mit dem Zivildienstamt bzw. mit dem Leiter Kommunikation, Mitglied des höheren Kaders, Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung. Der hat mir eine Mail geschrieben, weil er das Video gesehen hat, beziehungsweise ich habe über meine Managerin ihm das Video schicken lassen. Wir haben ihm geschrieben, yo Digga, guckt euch mal das Video an, würde uns sehr, sehr wundern nehmen, wenn ihr was dazu sagen könnt, so ein bisschen Stellung nehmen. Habe mit ihm telefoniert und das Gespräch, ich sag mal so, war actually sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir haben so etwa 30 Minuten miteinander telefoniert und das Krasse ist, er hatte für alles Verständnis. Nur beim Ganzen gibt es ein kleines Problem und zwar das Gesetz. Er sagt, ja Digga, wir bekommen die ganze Zeit Nachrichten von Leuten, die selbstständig sind, von Leuten, die im Job extrem viel zu tun haben, wo vielleicht die Eltern krank sind, wo vielleicht ein Geschwisterteil krank sind und die eigentlich für die aufpassen müssen. Das geht eigentlich mit dem Zivildienst nicht. Das bekommen sie täglich, aber das Gesetz sagt halt einfach, nö Digga, du darfst den nicht freigeben. Und ich verstehe das auch, weil wenn die bei jemandem sagen würden, zum Beispiel jetzt mega dumm gesagt, die sagen jetzt bei mir, weil ich dieses Video gemacht habe, sagen die, yo Digga, du bist jetzt befreit vom Zivildienst, du musst jetzt nur noch bezahlen, du musst nicht mehr in den Zivildienst gehen. Dann kommen halt 1000 andere Leute und sagen dann auch, aber ich will das auch. Und das ist halt einfach dumm und deshalb funktioniert das nicht. Wichtig ist aber auch, dass ich mit diesem Video gar nicht sagen wollte, ey yo Digga, ich will der sein, der befreit wird von dem, weil meine Chancen, dass ich rauskomme aus dem Zivildienst, sehe ich ehrlich gesagt so groß. Also sehr, sehr klein, außer ich wandere halt aus nach Deutschland, dann ist es kein Problem. Aber solange ich in der Schweiz bin, muss ich den Zivildienst machen und ich sehe da meine Chancen sehr, sehr klein, dass ich da rauskomme. Ich wollte nur mal den Diskurs eröffnen und einfach mal darüber diskutieren, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ein Thema, über das sehr, sehr viele Leute reden in der Schweiz, sehr, sehr viele junge Leute, gerade eben Leute, die selbstständig sind. Deshalb war das spannend. Aber wie gesagt, das Gespräch war gut. Er hat alles verstanden. Er konnte eigentlich gar nicht so viel sagen, wie so, ja, Digga, wir verstehen das alles. Diese Struggles gibt's, aber wir können nichts machen, weil es ein Problem vom Gesetz ist. Der einzige Weg, den ich gehen kann, ist eben eine Volksinitiative, dass man das Gesetz ändert, aber dass man das durchbekommt. Und bis das Gesetz geändert würde, bin ich eh schon aus dem Zivildienst raus, wahrscheinlich 30 Jahre alt und dann betrifft es mich gar nicht mehr. Ich würde es halt dann lediglich für die Leute machen, die jetzt jung sind und das Ganze vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ist. Das waren jetzt viele Informationen. Vielen Dank an alle Leute, die bis jetzt zugeguckt haben. Ich würde sagen, das ist das letzte Video über den Zivildienst. Viel mehr kann ich nicht mehr sagen. Ich muss den Zivildienst jetzt einfach machen, muss da durch. Irgendwie geht das schon. Kuss geht raus an Timo, der jeden Tag ein Zweikanal-Video schneidet. Ich habe mir so ein bisschen das Challenge gesetzt, wenn ich im Zivildienst bin, dann will ich auch noch richtig neben dem Zivildienst reinhasseln, dass sich das irgendwie lohnt. Keine Ahnung, wieso ich das gedacht habe, aber irgendwie macht es in meinem Kopf Sinn. Deshalb jeden Tag ein Video hier auf dem Zweikanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne diesen Kanal, lasst ein Like da, kommentiert unter dem Video. Es nimmt mich sehr, sehr wunder, was ihr über dieses Thema denkt. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Ich gehe wieder in den Zivildienst richtig schuften. Bis dann. Tschüss.